Okay, jetzt Jumping. Was ist das für ein herziger Ladebalken? Ein relativ langer Ladebalken. Ladezeit. Herzlich willkommen zum Let's Play von Moonlight Peaks. Wir starten in ein neues Let's Play auf der Switch 2. Und zwar auf Schweizerdeutsch. As always. Schon habe ich Englisch geredet. Ich richtig krasses Multisprachtalent. Ich nehme das Ganze über Switch 2 auf, probiere ein neues Setup direkt über das iPad. Wir schauen mal, wie das geht. Aber ich lasse euch nicht lange zappeln, lasse euch nicht mich. Ich will jetzt auch unbedingt spielen. Wir gehen rein. Und zwar mit einem beliebigen Knopfdruck. Jetzt. Zack. Ah ja, voilà. Einstellungen, neues Spiel. Es ist jetzt wahnsinnig Dings. Zeitformat, Textanimation. Ja, wir lassen einfach alles mal so drin. Wir machen ein neues Spiel und zwar jetzt. Okay, ich glaube, die erste Runde wird einfach mal eine Charaktererstellung. Name. Natürlich müssen wir einen Namen haben. Und jetzt wie tun wir uns das überlegen? Wir sind ja, der Zähnchen an sind wir ja ein Vampir. Also machen wir die Bislinde. Darf ja auch ein bisschen lustig sein. Höllenkätzchen. Stellen wir die Bislinde und die Saugunde. Oder auf jeden Fall ist es ein ganz schnusiges Kätzchen mit 3 Augen. Währenddem das meine Katze auf dem Stubentisch liegt und findet, ich bin müde. Oder wir sagen dann einfach Xenula. Oder Katzula. Oder Katzimir. Oder Schnursula. Excusez-moi. Bislinde und Saugunde. Ja, wir nehmen den Katzimir. So. Ja. Und unsere Form. Wo ist denn unsere Form? Moonlight Peaks. Also Blutform ist natürlich jetzt richtig der Underdog. Machen wir eine Formula. Wir nehmen jetzt einfach Moonlight. Hoffentlich geht es. Bislinde wohnt zusammen mit dem Katzimir auf Moonlight. Das ist doch gut. So, das Einfache haben wir jetzt gemacht. Jetzt gehen wir uns mal
das Ganze anschauen. So. Ich könnte grün aussehen grundsätzlich. Vielleicht können wir uns so eine Art Goblin zusammenstellen. Wenn wir so ein bisschen grün aussehen. Was hat es denn da unten dran noch? Oh! Zähnchen. Zähnchen. Und Zungensprässeli. Und Narben. Was hat der Mond über dem Kopf? Nein, so einen Fleck wollen wir nicht. Du hast schon einen Fleck weg. Das finde ich schnüssig. Zungensprässeli gehen immer. Irisform. Nein, lassen wir die grossen. Dann so rosa Augen wäre noch geil zum Grün. Ich mag die Kombination Grün. Das übrigens, was da so giert, falls ihr das gehört, das ist mein Sofa. Oh, ich kann 2 verschiedene Augen machen. Augenfarbe rechts, Augenfarbe links kann ich nicht, weil es tut immer beide wechseln. Aha, passende Augenfarbe, man muss natürlich lesen können. Schaut, wie schön. Wobei, das wäre ja ein Klassiker, das machen sicher alle. Das wäre so Cyberpunk. Das passt das Grün wieder nicht. Wimperli unterschiedliche. Was haben wir denn jetzt füttig? Oh nein, die wollen wir nicht. Wir nehmen die einfach nur die nach außen. Ich kann sie ja noch drüllen. Make-up. Uiuiui. Oi, oh, ein Ständchen. Da nur so ein bisschen dunkel rundherum. Wobei, das gefällt mir eigentlich noch. Wir nehmen das. Das ist ein bisschen auffällig. Augenbrauen, die sind mir ein bisschen zu dünn, was wir gerade haben. Die sind mir ein bisschen zu balken. Oh. Oh. Monobrauen. Monobrauen finde ich aber gar nicht so verkehrt. Ich bin gar noch nicht sicher, was wir uns für eine Haarfarbe antun. Darum können wir das wie jetzt auch gar noch nicht wissen. Das muss natürlich auch ein bisschen übereinstimmen dann mit der Augenfarbe. Ja, wie wir dann da nochmal zurückkommen. He? So, Friseurli, sind wir in der grossen Challenge gelandet. Da hätten wir einen Hexenhut da. Oh Gott, das ist aber so schnüssig. Aber Spacebands. Okay. Coole Friese hat es auf jeden Fall. Was haben wir da noch? Einfach ein Pferdeschwänzchen. Aber eigentlich gefallen mir gerade die zwei hier eigentlich recht gut. Wir nehmen die zwei. Jetzt gehen wir mal güchseln. Was haben wir denn für Haarfarbe? Geil, wir könnten noch einen Schnäuzer machen. Wenn wir jetzt blaue Haare machen, dann können wir uns nicht blau machen. Das ist ja wie blöd. Weißt du, wenn man... Das hat eben kein schönes, gell? Oder soll man einfach weiß oder schwarz? Schwarz wäre natürlich auch recht fancy. Hat es einen Schnürres? Einfach nur einen Schnutz. Geil. Geil. Oh nein, der ist zu gross.
habe einfach gerne einen Schnauz, wenn ich schon echt kennt davon. Man sieht halt dann einfach die herzig schnusigen Zähnchen nicht so. Das muss man schon sagen. Das muss ich nochmal wegnehmen. So, nochmal. Jetzt muss ich ganz auf, dass ich ihn wegnehmen kann. Wir lassen es so. Es ist, glaube ich, so schon fresh genug mit dem Balken, oder? Ja, das soll man da überall. Oh, ich bin im Zwiespalt. Eigentlich bin ich voll pro Schnauz. Aber dann nehmen wir die Monobrauen weg. Die ist dann doch ein bisschen übertrieben. Dann geben wir ihr wenigstens normale Augenbrauen. Normale haben wir gesagt. Oh, die sind Schnüge. Die passen zum Schneuz. Was ist, wenn wir die dann jetzt auch noch schwarz machen? Ja, ist mir fast lieber, als wenn wir dann auch noch mal eine andere Farbe reinbringen. Das ist dann, wenn wir das grünes Auge haben. Vielleicht nehmen wir anstatt das Rosarote nehmen wir das Orange. Oh ja, das ist viel besser. Jetzt gehen wir noch mal schnell schauen. Nein, macht sie nicht rosarot. Ein bisschen bläulich. Nein, grün ist schon gut. So, da sind wir überall durch, oder? Wir sind da überall durch. Was ist denn das? Ein Set. Jesus Gott, nein, da hat sie ja nichts da. Oh, das ist ja mies. Das ist ja richtig mies. Die gelben Latzhösli. Das ist auch herzig. Oder das da wie der Freddy. Was haben wir da? Ist Eperi drauf? Eperi geht immer. Nein, nein. Dann nehmen wir lieber das Säckchen mit den Latzhösli. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So gefällt mir. Finde ich schmutzig. Oh. Dann habe ich einfach einen schwarzen Arm. Habe ich da einen Gummihändchen oder was? Ein Kuhbesamer. Oh. Ich kann mehrere Sachen anlegen. Okay. Eigentlich müsste ich natürlich jetzt noch so fancy Brüllen anhaben. Aber das ist mir jetzt zu viel im Gesicht. Das nehmen wir wieder raus. Wobei, es ist schon recht scharf. Ich habe ja auch Brüllen an. Wo ist sie nicht? Bei mir so eine. Ja, aber es stört mich zu viel im Gesicht. Was haben wir denn da? Kuhring, den nehmen wir. Dafür nehmen wir keinen Schmuck am Arm. Haben wir nicht. Können wir das Büsi auch noch verändern? Ich glaube, so machen wir es. Ich glaube, so gehen wir. Ich glaube, so gehen wir rein ins Spiel. Und schauen einfach mal, was die Welt so für uns da hat. Gehen wir. Ja! Jetzt haben sie wieder abgewählt, die Klöli. Ich muss noch mehr rechts. Ah nein, da unten Spielstart. Excuse. Wir gehen. Ciao. Oh, no. Ladezeit 7000. Okay, es wird ordentlich geschimpft im Schlösschen. 7000 Franken. 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 7000 Fran
Salut miteinander. Ich bin am Schimpfen. Oh, ich bin traurig. Es läuft. Oh, oh. Ich nehme meinen Sarg mit. Okay. Sozusagen der Schlafsack, oder was? Von zu Hause weglaufen. Also gut, machen wir das. Scheinbar ist die Welt gerade nicht in Ordnung für uns daheim. Wir gehen. Wir werden nicht weichen. Also eben doch. Gut, let's go. Ich gehe mit meinem Sarg und mein Sarg mit mir. Was kommt mit der Putz? Komm, Katzimir, komm. Wir gehen. Wir sind verrückt. Wir sind verrückte Heime. Wir sind hässig. Jetzt gehen wir. Oh. Wir gehen mit dem Zug. Mama tippt. Bislinde, wo bist du? Ich weiss, dass du verrückt bist. Aber wegzulaufen löst kein Problem. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Tut mir leid, Mami, aber ich komme nicht zurück. Neues Telefon, wer ist da? Wer ist denn da? Ich habe neue Nummern. Bislinde, hör auf. So patzig zieht. Hör mal auf zu trötzeln. Ich mein's ernst. Logisch ernst. Der Papi ist fuchsteufelswild. Vielleicht sind wir ja darum gegangen. Wir haben ja keine Gelegenheit gehabt, über das alles zu schwätzen. Ich weiss, dass du das Ganze ein bisschen auf deine Weise machen willst. Aber dass wir halt eben Vampir sind, können wir nicht ändern. Das liegt uns im Blut, das wir trinken. Komm bitte heim, dann können wir darüber reden. Die Zeit hat sich aber geändert, Mami. Ich komme nicht zurück. Also ich kehre dir nicht den Rücken zu, nur seine Regeln. Und in welchem Jahrhundert leben wir normal? In welchem Jahrhundert leben wir denn nochmal? Ah ja. Ich kann dich nicht aufhalten. Kannst du mir wenigstens sagen, wohin das gehst? Ich ziehe nach Moonlight Peaks. Dort hin, wo du früher gewohnt hast. Oder? Das weisst du wahrscheinlich. Wir gehen nach Moonlight Peaks, so wissen wir doch. Das Spiel heisst ja so. Ich hatte das schon so im Gefühl, dass du dort wirst enden. Pass nur auf dich auf. In einer Stadt voller übernatürlicher Wesen kann es unschön werden. Aber ist gleich. Mama tippt, das ist herzig gemacht. Du bist alt genug, um deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Wie alt bin ich dann? Wie alt bin ich dann? Meld dich bitte und sag uns, ob es dir wenigstens gut geht. Okay? Können wir das so machen? Schafft es schon keine Sorge? Oder natürlich, Mami, ich habe schon klar versprochen. Klar, der Kasimir lässt grüßen. Oh. Sehr gut. Ich, der Kasimir und mein Sarg sind angekommen. Ja, das ist charmant. Es hat wohl seinen Reiz. Ich glaube, es besitzt jede Menge Potenzial.
es hat schon seinen Reiz. Nämlich, so eine alte Bruchbude. Tun wir uns mal ausruhen. Du kannst mir mein Morgen geben, wenn ich aufwachen tue. Also, das ist unser Häuschen. Das Spiel hat gespeichert und wir gehen zuerst mal schlafen. Und für die, die es weiter interessiert, geht es im nächsten Teil weiter. Weil jetzt hat es nämlich gerade gespeichert. So machen wir das. Und die nämlich meine ganze Charaktererstellung nicht interessiert, können beim nächsten Teil einsteigen. Macht's gut, auf Wiedersehen und danke fürs Hineinschauen. Tschüss, ciao!